ist verbunden worden. Verbunden mit der Dunkelheit. Sie wird sich bald gänzlich verfinstern. Du begreifst noch überhaupt nichts. Du weißt noch so wenig. Wer nichts weiß, der kann auch nichts verstehen. Meine Insel! Rico! Sieh ihn dir an, diesen kleinen Ort. Dem Herzen, das nach Freiheit sucht, ist dieser Ort ein Gefängnis, umgeben von Wasser. Rico? Dieser Junge hat versucht, ihm zu entfliehen und öffnete dabei sein Herz der Dunkelheit. Du, wer bist du? Mein Name ist Ansem, jener, der die Dunkelheit sucht. Gib Rico seinen Körper zurück! Zwecklos! Denn da, wo er sich befindet, dringt deine Stimme schon lange nicht mehr hin. Sein Herz gehört wieder der Dunkelheit. Alles beginnt in der Dunkelheit und endet in ihr. So auch das Herz. Du siehst, die Dunkelheit ist des Herzens wahrer Kern. Das stimmt nicht. Ein Herz kann auch so schwach sein und manchmal auch nachgeben. Aber ich habe gelernt, dass es tief im Herzen ein Licht gibt, was nie erlischt. Zwecklos. Das Schlüsselschwert allein vermag die Tür zur Dunkelheit nicht zu schließen. Kingdom Hearts, erfülle mich mit der Macht der Dunkelheit. Nein, du irrst dich. Ich weiß es jetzt, ganz sicher. Kingdom Hearts ist das Licht. Oh, Licht. Zu schwer. Leider kriege ich es nicht so. Super. Keine Sorge, gemeinsam schaffen wir das. Aber Rico, keine Sorge, es wird immer eine Tür zurückführen. Aber wir müssen sie von beiden Seiten verschließen. Wir werden uns wiedersehen. Juliette, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, wenn das sowas kommt. Aber es hat auch so viele coole Vorteile in meinem Kopf gesagt. Ich kann ihn zum Beispiel in eine Tüte stecken und gratis ins Kino schmuggeln. Das entschädigt ja kaum für... Sehnenscheidenentzündung, dagegen bist du völlig immun. Und es ist voll cool. Ich bin das einzige Mädchen, das einen abgetrennten Kopf als Freund hat. Ich habe keine Lust, ein Monatsautor zu sein. Juliette, das ist mein Leben. Juliette, hast du was in der Hand, was entsetzlich aussieht? Hey! Halt es höher, damit ich es abknallen kann. Nein, Cordelia, das ist doch mein Freund nicht. Wie jetzt? Ich habe mir irgendwie größer vorgestellt. Also, wenn ich vorstellen darf, Nick, das ist meine große Schwester Cordelia. Und Cordelia, das ist mein Freund Nick. Hi, Cordelia. Hi Nick. Entschuldige, ich hielt dich für einen von diesen beknackten Zombies. Wo hast du denn deinen Körper gelassen? Das ist eine lange Geschichte, aber eigentlich bin ich auch nicht mehr als ein Zombie. Ganz viel Glück gehabt, nein. Nein, das ist doch nicht wahr. Ein Zombie ist ein hirnloser Untoter, der durch die Gegend wandelt und andere Leute belästigt. Und du bist? Ein Untoter mit Tier, der nur von A nach B kommt, indem man deinen Hintern hängt? Ja, irgendwie schon, aber es ist doch was Positives. Nein, es ist nichts Positives, Juliette. Ich mische mich ja nur ungern in eure Beziehungskiste ein. Aber sie ist doch mal so, Nick. Besser keinen Körper als so einen. Ja, oder so eine. Oder diesen hier. Diese Kombination passt doch gar nicht zu mir. Hey, das ist mein Körper. Stimmt. Willst du damit sagen, dass du irgendwas an meiner Figur auszusetzen hast? Nein. Doch, du hältst mich für zu fett. Nein, ich finde nur... Dass ich einen Schwabelarsch habe? Nein, ich wollte... So, jetzt reicht's. Das muss geklärt werden. Nicht, warte hier. Warten,
Sieh so aus, als könnten wir was anderes tun. Du willst, Juliette. Bist du jetzt beleidigt? Ja! Was ich sagen wollte, ich finde nicht, dass du zu fett bist. Ich finde sogar, du könntest etwas mehr haben. Ach, wirklich? Ja, etwas mehr Hirn. Wie? Cornelia! Du kannst wegrennen, aber du kannst dich nicht bei mir verstecken! Alter. Mama, das schon wissen, ob wirklich alleine gewinnt. Nein, das kann sie nicht, Warum kämpft sie dann immer weiter? weil sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Das heißt, sie kann überhaupt nicht gerettet werden. So ist es. Mama, es tut mir leid. Ich muss gehen. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich konnte die Spieler nicht beschützen. Wieso nur? Gibt es denn gar nichts, was ich tun kann? Bin ich zu schwach? Wie oft muss ich die Zeit noch zurückdrehen, bis ich dich endlich retten kann? Madoka. Hamaretchen? Madoka. Hamaretchen, mach dir keine Sorgen. Jetzt wird alles gut. Madoka, wieso hast du... Verzeih mir, ich verstehe es jetzt endlich. Und mir ist ein Wunsch eingefallen, den ich unbedingt erfüllt haben möchte. Dafür gebe ich mein Leben. Nein, nein, tu das nicht. Wenn du das tust, wofür habe ich denn dann die ganze Zeit gekämpft? Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Hamodachi. Aber du musst mir vertrauen. Ich werde nicht zulassen, dass all deine Bemühungen umsonst waren. Madoka. Ich wünsche mir, dass alle Hexen verschwinden, noch bevor sie geboren werden. Alle Hexen aus allen Welten und allen Zeiten. Es ist mir egal, was mit mir geschieht. Kein Mädchen soll mehr diese Qualen erleiden müssen. Ihre Gebete sollen nicht unerhört bleiben. Ich werde all das Edel für fortnehmen. Incubator, erfülle meinen Wunsch. Madoka! Es war einmal in einem fernen Land, dort lebten zwei Schwestern, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Sie ist so kalt und erbarmungslos. Hat sie denn keine Gefühle? Ist sie nicht einmal die eigene Familie heilig? Verwöhnten Prinzessin, mehr ist sie nicht, dürfen nach der Linie nach zu meinem Vater, der uns verraten hat. Aber dennoch ist sie meine Schwester. Ha, Schwester? Was hast du denn jetzt für mich getan? Dir geht es doch nur um dich selbst.
Du bist doch nur die Liebe unseres Vaters. Ich liebe ein Vaterland. Ich versuche, mein Land zu beschützen. Wann hast du je etwas für andere getan? Du stellst dich doch nur den Frieden in den Weg, um Rache zu nehmen. Was du für Frieden hältst, der Untergang aller Reiche. Selbst dein Geliebter ist dem schon Opfer gefallen. Oswald, ich werde nicht zulassen, dass du aus Eigennutz das Leben aller aufs Spiel setzt. Ich werde nicht weiterhin ansehen, dass dieses Land neben dir zugrunde geht. Doch heute beende ich es hier. Doch glaube mir, beim nächsten Mal führen wir es zu Ende. Ich werde dich erwarten, Schwester. Doch diese Geschichte erzähle ich euch das nächste Mal. Sono da dove andare? Non mi cancinare. Moin, oh mein Gott, hallo. Ja, okay, da. Name ist Mikkel. Ich hab doch gesagt, dass ich dich finde. Jetzt hast du mich gefunden, jetzt kannst du auch wieder gehen. Na, aber jetzt habe ich dich schon mal gefunden, jetzt will ich meine Zeit mit dir auch nutzen. Wie? Das habe ich doch gesagt, ich will mit dir spielen. Ha! Ich habe keine Zeit, um mit dir zu spielen. Ach, aber mit deinem Stöckchen herumzufuchteln, dafür hast du Zeit, ja? Stöckchen? Rumfuchteln? Was anderes ist es doch nicht. Und wenn das alles ist, was du kannst, aus dem Tennisspiel, bin ich ziemlich enttäuscht von dir. Der Sieger. Das wollen wir noch mal sehen. Denn der Bessere bin ich. Keine Sorge,
Kosmik erschaffen. Nanomaschinen in ihrem Blut verliehen ihnen immense Kräfte. Lilith sah, die erste Kosmik, bemühte sich, Abel, Kain und Seth Toleranz und Friedfertigkeit zu lehren. Als ihre Zöglinge der Menschheit den Rücken kehrten, erschuf sie die Iblis, einen alles vernichtenden Sandsturm, den Abel nur aufhalten konnte, indem er sich mit einem Menschen verbündete. Gegen Liliths Loyalität zu den Menschen tötete Kain sie und brachte seitdem nur Tod und Zerstörung in die Welt. Sein Bruder Abel aber schwor am Grabe Liliths, die Menschheit für immer zu beschützen. Obgleich Lilith starb, lebten die Nanomaschinen in ihrem Blut weiter, stark genug, um Abel wiederzuerwecken, als er im Kampf gegen seinen Bruder fiel. Esther Blanchett, Königin von Albion, ist in die Geheimnisse der Kosmik eingedrungen. Nun, da die Welt im Chaos versinkt, liegt es an ihr, dieses Wissen einzusetzen, um den Krieg endlich zu beenden. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich trage die einzige Hoffnung, die die Menschheit noch hat. Da ist sie. Liliths Ruhestätte. Ich habe es fast geschafft. Um Lilith wieder zu erwecken. Ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Haben wir vielleicht eine Chance, kein Aufzuhalten der Menschheit zu retten. Betet für uns. Betet für euch selbst. Ein ewig währender Krieg tobt zwischen Kosmos, der Göttin des Lichtes, und dem Gott der Zwietracht Chaos. Viele Helden sind diesen Kämpfen bereits zum Opfer gefallen. Doch weiterhin suchen die tapferen Krieger von Kosmos nach den Kristallen, die ihnen die Macht verleihen sollten, das Böse zu vernichten. Meine Suche nach dem Kristall führte mich bis hierher. Ich hoffe, die Seelen der Gefallenen können nun in Frieden ruhen. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob es etwas bringen würde, hier zu pfeifen. Du sagtest, du würdest kommen und mich beschützen. Wohl eher nicht. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, nicht wahr? Hoppla, was machst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Chaos-Schergen sind auf den Fersen. Was? Aber das sollte doch ein friedlicher Ort sein. Ich bin übrigens Luna. Und wer bist du? Keine Zeit für Smalltalk. Höflichkeiten können wir aber später austauschen. Wir müssen erstmal weg hier. Mist, es sind einfach zu viele. Ich kämpfe nicht, wenn ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Wenn du es nicht einmal versuchst, woher willst du dann wissen, dass wir verlieren? Jemand muss ihnen die Stirn biegen und trotzdem kämpfen. Wenn du das nicht tust, werde ich das alleine machen. Was hast du vor? Reed! Es tut mir leid. Was habe ich getan? Warum habe ich dir nicht geholfen? Ich nur wüsste, wo der Kristall ist. Die Kristalle
hier offenbaren sich nur jenen, die wahre Mühe besitzen. Konflikte zu vermeiden ist, was dein Kopf dir sagt. Jedoch, ist das wirklich, was dein Herz fühlt? Du kannst den Kristall finden, wenn du einfach deinem Herzen folgst. Meinem Herzen? Weißt du, es ist nicht wichtig, ob du kämpfst oder nicht. Aber ich bin ja nicht mehr allein. Genau. Good dreams are gathering in the marching band. Marching bands now play. Compassion is the flag, the righteous man. The righteous man will fall. Wer bist du eigentlich? Ach, nenn mich einfach Kevin. Dinge, die vorher unvorstellbar schienen. Allein schaffe ich alles. Ich sage es noch einmal, du bist nicht alleine. Wir sind alle bei dir und stehen auf deiner Seite. Jeder denkt doch nur an sich. Ich brauche nur diese Macht. Du hast Freunde, die für dich da sind und die an dich denken. Macht kann dir nicht alles geben und macht dich nicht glücklich. Glücklich macht mich nur der Sieg. Bist nicht du selbst. Nicht die Frau, die ich beschützen will. Du denkst, du kennst mich? Wir sind Freunde. Sei still! Du bist ein Feind. Ich kann dir nicht trauen. Dann vertraue dem. Das war eine wunderschöne Nacht. So beruhigend klar. Wie romantisch. Wie hübsch er doch war. So in Rot. Wie er geschaut hat. Wie er zitterte. Wie er schrie. Das Blut. Endlich. Ich habe dich gefunden. Ah. Und wer bist du? Ich bin die Gerechtigkeit. Das Gute. Und dein Urteil. Hier zu sterben ist dein Schicksal. Aber wieso denn? Ich habe doch nur meinen Spaß. Ist das denn verboten? Du bist böse. Ich werde dich vernichten.
Im Auftrag des Gesetzes. Versuch's doch! Abschau, wie du an diese Gesellschaft ruinierst! Ich werde sie befreien! Alle Menschen sind wertlos. Macht das doch Spaß? Nein! Du bist böse! Du bist wertlos! Ich erfülle nur dein Schicksal! Du redest von Schicksal? Dann denk ich auch, dass du sein Sinn und alles an dem Auto, das darf ich gesagt von meiner Zeit! Nein, das ist unmöglich. Was? Mein Wunsch ist, Madoka zu beschützen. Und wenn ich das alleine mit allen Hexen dieser Welt aufnehmen muss. Mich wirst du niemals beziehen. Du bist ganz alleine. Du wirst dieses Mädchen niemals beschützen können. Niemals! Nein, das darf nicht sein. Ich werde es immer und immer wieder versuchen. Ich werde sie beschützen. Zeitverschwendung. Nein, warum? Warum? Ja, verzweifelt, bis du bald eine von uns sein wirst. Sieh hin, wie oft hast du versucht, dieses Mädchen zu retten? Es ist hoffnungslos. Genug, es reicht. Verzeih mir, Homura-chan. Ich kenne nun meinen Wunsch. Nein, tu's nicht! Alle Magical Girls sollen keine Tränen mehr vergießen. Ich möchte, dass sie bis zu ihrem Ende lächeln und die Regeln, die das verhindert haben, werde ich zerstören. Genau darum bitte ich. Das ist mein Wunsch. Erfülle ihn, Inquisitor. Ich habe es jetzt endlich begriffen. Die unendlichen Male, die du für mich gekämpft hast, das kann ich nie sehen. Wie oft hast du geweint, warst von Verletzungen übersät. Und doch hast du für mich, Homura-chan, ich danke dir. Und ich wollte dir noch sagen, dass du meine allerbeste Freundin bist. Aber was wird jetzt aus dir? Egal, was auch passiert, ihr alle werdet auf ewig bei mir sein. Und als das Wesen, was ich jetzt bin, kann ich auch für immer bei euch sein. Keine Angst, Homura-chan. Ich werde für immer bei dir sein. Selbst wenn du mich nicht sehen und hören kannst. Ich werde immer an deiner Seite sein. Das verspreche ich dir.
beschäftigt bin? Sag mal, denkst du nur noch ans Essen, dass du nicht einmal gemerkt hast, dass sich ein Eingang in die Welt der Hexen hinter dir geöffnet hat? Was? Natürlich weiß ich das. Ich habe nur auf dich gewartet. Oh, das ist aber lieb von dir. Doch bloß jemanden, der im Notfall seinen Cocktail hält, wenn ich die Hexe kalt mache. In Wirklichkeit mag sie mich doch. Hier ist es aber schön. Ich frage mich, wo Kyoko hin ist. Ach, macht ja nichts. Ich würde jetzt viel lieber ein Tässchen Tee in der Sonne trinken. Eingeweide. Das ist so widerlich. Jetzt glotz nicht so blöd. Die Nahrungskette war halt gegen mich. Lass uns weitergehen. Möchtest du uns davon erzählen? Ich habe nur gehofft, dass ich nicht mehr lebendig in Sand verbrenne. Als du auf diesen Wagen hereinkamst, da hat, ich muss es sagen, mein Herz einen Satz gemacht. Ist es jemandem genauso begangen wie du? Mein Herz hat einen Satz. So wie meins. Erzähl mir von den Flammen. Wie echt? Ja, ich trage die Flammen übrigens auch jetzt. Möchten Sie sie jetzt sehen? Moment, ist es ungefährlich? Ja. Was sagt ihr, Leute? Ich glaube, ich kann es schaffen. Nein, wir können es schaffen. Wir werden nach Hause zurückkehren. Ich werde meine Schwester wiedersehen. Dafür kämpfe ich.
Regenbogengarten wird in ewigen Eisfässern. Nicht uns werdet ihr bekämpfen, sondern euch gegenseitig. Nein, ich werde sie nicht bekämpfen. Echt gehabt. Wir sind das bessere Team. Ich will ihr nicht wehtun. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Sie sagen, wir wären kein gutes Team. Sie sagen, wir wären keine guten Freunde. Nagisa. 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 Hanukkah. Verzeih mir. Niemals gegen jemanden wie uns gewinnen. Wahre Freundschaft wird erst in Gefahr richtig stark. Wir werden den Regenbogengarten beschützen. Und Hinata retten. Denn wir sind Pretty Cure. Aus der Unterwelt gefunden. Das ist der Tag, auf den ich so lange gewartet habe. 25 Jahre lang war ich eingesperrt wie ein Tier. Die Rache ist gekommen. Ich werde mich an allen rächen, die mir das angetan haben. Und das Himmelreich wird wieder mir gehören. Aufhören! Niemals werde ich zulassen, dass du die Menschen weiter quälen wirst, Medusa. Solange ich, Palutena, die Herrscherin des Himmelreiches bin, werden alle Menschen in Frieden leben. Und niemand wird mehr unter deiner Herrschaft leiden, Medusa. Ich habe dich vor 25 Jahren bereits einmal eingesperrt und ich werde es wieder tun. Und deswegen werde ich dich jetzt im Namen des Lichtes... Herrgott, wirst du heute noch mal weg? Weißt du, was ich heute noch alles zu tun habe? Ich habe das Himmelreich erobert. Ich muss noch Menschen ausrotten. Ich habe noch ein Date mit Lord Voldemort. Ich weiß nicht. Kannst du dir schenken? Ich werde dich jetzt zertreten. Was ist das denn? Das ist unglaublich, das ist doch unmöglich. Wie macht sie denn das? Oh, Scheiße. Na, was sagst du jetzt? Du elendige Betrügerin, aber das werde ich nicht durchgehen lassen. Pip, mein treuer Helfer, der du mir damals schon beigestanden hast. Wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Was? Deinen Pip wohl schon wieder? Diesmal nicht.
Ich wollte dich zertreten. So leicht bin ich nicht zu besiegen, Medusa. Das ist dein Ende. Macht des Lichtes! Verwandle sie! Zurück! Es hat funktioniert. Genau so habe ich in Erinnerung vor 25 Jahren sah es auch so aus. Ich habe mich wieder zurückverwandelt. Sehr schön. Für jeden ein Happy End. Da kann ich ja jetzt endlich nach Hause gehen. Ja, dran, liegen dran. Was ist los? Hast du Schmerzen? Die Verwandlung zu einem Engel tut doch sicher weh. Nein, bei mir ist alles okay. Hier, ich habe dir Kaffee mitgebracht. Danke. Er ist schon warm, nicht wahr? Ja, er ist wirklich sehr warm. Okay, eigentlich ist es Eiskaffee. Ich habe ihn von Julius gefrieren lassen. Wie? Oh ja, natürlich. Colette! Ich habe gelogen. Der Kaffee ist immer noch warm. Du kannst nichts mehr fühlen. Stimmt's? Das stimmt nicht. Du lügst. Geschlafen und gegessen hast du auch nicht mehr. Du verlierst deine Menschlichkeit. Nein, das ist nicht wahr. Ist es nicht, weil es nicht trauen? Nein, ich möchte nur keinem zur Last fallen. Du wirkst in letzter Zeit so niedergeschlagen und... Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du so sehr leidest. Ich wünschte, ich könnte den Schmerz nehmen. Ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst, okay? Du Dummchen. Ich bin so glücklich, dass ich auch weinen könnte. Aber ich kann es nicht mehr. Colette, wir werden einen Weg finden, diese Welt zu retten, ohne dass jemand dafür solche Qualen erleiden muss. Ich zeig's euch. Die Wahrheit, Justice, Life. My faith will serve as for the blessing. Honor us. Es werden Regel Nummer 7. Liebe und Gerechtigkeit werden immer siegen. Ich hasse diesen Spruch. Rico! Sieh ihn dir an, diesen kleinen Ort. Dem Herzen, das nach Freiheit sucht, ist dieser Ort ein Gefängnis, umgeben von Wasser. Also, Gilbert! Sei so gut und sterb auch nur für mich!
Scheiße. Na, was sagst du jetzt?